Weiter geht's hier bei Pokémon Omega Rubin mit der Delta-Episode. Wie ihr bereits sehen könnt, irgendetwas ist anders, denn wir haben irgendwie rechts unten zur Post und diese Dame ist auch hier. Ja, dazu kommen wir gleich. Ich habe von noch etwas anderes zu verkünden und zwar unser neues Team. Ja, 3 Pokémon sind rausgeflogen vom alten Team, 3 alte sind dabei. Welche überhaupt noch? Es sind diese hier, Tommy, Atomic und Chaos. Wieso? Ganz einfach, die anderen 3. Also zumindest mal Blackie und Kyle waren mir sowieso schon ein bisschen zu stark mittlerweile, das ganze Züchten und Eva-Training sowieso. Und Kokir weiß noch nicht so richtig, wie ich überhaupt trainieren soll, ob physisch oder speziell, und deswegen habe ich die 3 in die Kampfbox verfrachtet. Für, sagen wir jetzt mal, nächsten 10, 20 Parts, sagen wir mal, solange die Delta-Episode noch dauert. Hat 3 restlichen Pokémon, Tommy. Natürlich ist er mehr auf Angriff, also sprich auf physischen Angriff, das schon. Ich will aber trotzdem noch ein paar Dinge testen und deswegen kann es durchaus sein, dass wir noch ein bisschen wechseln werden von der Strategie her. Bei Atomic ist es mehr oder weniger klar. Ja, sage ich mal mehr oder weniger deswegen. Natürlich Psychokinese, Mundgewalt, es hat ja Psycho und Fee vom Angriff her. Dritte Move, Konfusstrahl, da ist eine gute Frage. Kommt da noch ein dritter Spezialangriff hin, im Sinne von Kraftreserve, Energieball, sowas in der Art halt, oder etwas anderes? Spuckball, bringt nicht viel. Genau. Dann haben wir noch Chaos hier. Bei dem ist ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Wie soll ich den trainieren? Beziehungsweise es bestand ein großes Fragezeichen. Ich habe mich mittlerweile so darauf geeinigt. Wir werden später dann, ich habe gesagt, dass mal irgendwie noch so zumindest Let's Plays in irgendwelche Spezialparts machen möchte, mit von wegen, wie züchtet man richtig, beziehungsweise halt, wie züchte ich, und im EV-Training gibt es auch 3 verschiedene Varianten und so weiter und so fort, dass wir dann halt ein neues Chaos züchten werden, also dann mit Donnerwelle, Brüller und so ausstatten werden, oder Tansche natürlich, ziemlich defensiv spielen werden, und das hier vermutlich eher doch auf Initiative aus, sprich halt mit Mega-Entwicklung, Anatomie und so. Dann Kraftkolossen einstellen statt Eisenschweif, dann wird das Teil schon richtig schön reinhauen. Ja. Das sind 3 neue Pokémon, sprich die 3 alten, und jetzt natürlich noch das neue Teammitglied in diesem Part. Also, es ist ja so, genau, es sind die 3 alten, jetzt bei den Kampfbox verfrachtet habe. Es ist ja so, ich habe bereits alle 3 neuen Pokémon von Alpha 4 rüber getauscht. Werden aber jetzt halt von Part zu Part, sprich das ist jetzt der zweite Part auf der Delta-Episode, kommt ein neues Pokémon hinzu, im nächsten Part das nächste und dann im 4. Part dann das letzte neue für unser Team. Vorne ganz kurz, ich habe allen 3 Pokémon bereits Spitznamen gegeben, weil, ja, ich wollte euch überraschen, deswegen hatte ich da keine Zeit, das irgendwie selber auszusuchen, aber ihr habt jetzt natürlich die Zeit, also Zeitmöglichkeiten oder sowieso, das bis zum Ende hin noch Spitznamen noch auszusuchen, noch zu geben, und dann können wir das dann in späteren Parts noch in Alpha 4 wieder rückgängig machen und eure Spitznamen verwenden. Die Spitznamen, die ich gegeben habe, das waren vor allem solche, die Anspielungen auf meine früheren Let's Plays sind. Anspielungen, kommt direkt mal zum ersten Kandidat. Unser neues Pokémon für heute ist... Na, wer sieht's direkt? Genau, es ist Bisasam. Die Nummer 1 im Pokédex, ein Pflanze-Gift-Typ, was ich bereits gesagt habe. Ja, der Gift-Typ, der ist jetzt neu für unser Team. Und ich habe den Spitznamen Mirania gegeben. Ach du Scheibenkleister, wieso das denn? Mirania ist eine Anspielung auf mein Let's Play zu The Last Story, denn dort gab es einen Charakter, einen weiblichen Charakter, also sprich einen weiblichen Magier, der sich auf Waldmagie spezialisiert hat. Und deswegen halt Waldmagie, Pflanze, Bisasam, Mirania. Klar, Name ist eigentlich ein weiblicher und das Bisasam ist jetzt männlich, ist nicht ganz glücklich gewählt, aber ist trotzdem mal noch eine coole Andeutung, natürlich auch für diejenigen, die aufs Let's Play von The Last Story warten. Nein, ich habe es nicht vergessen, garantiert nicht, ich will das noch Let's Playen, aber wir müssen noch ein bisschen warten, bis ich mal ein bisschen Zeit dazu habe. So, genau. Also Strategie davon noch ganz kurz, so ein Bisasam. Ich hab's nicht aus XY, nö, ich hab's per Wundertausch erhalten, ja, man hört und staunen, mit Chlorophyll, stark bei Sonnenschein in Initiative. Auch jetzt hier nicht, weil er hat keine Initiative, aber ist trotzdem eine ganz, ganz nette Fähigkeit. Wesensmäßig, klar, braucht mehr Spezialangriff als Angriff. Als Attacken hat der Energieball, für Tackle kommt nachher wer schon wieder? Komm schon, deine Samen halt. Energiesamen? Nee.
Was kann Namen nicht mehr? Gibt's nicht. Also Energieball plus diesen Samenhalt, Giftschock und Toxin. Aus dem Grund, ich will Bisasam halt eher so ein bisschen als Tank spielen, weil sprich, er soll viel aushalten und soll einfach dastehen, die Gegner vergiften. Dann halt mit dem Samen, das doch Energiesamen heißt doch der. Nee, heißt anders. Hä? Keine Ahnung mehr. Jedenfalls so ein bisschen Gegner ein bisschen nerven, aber trotzdem mit Energieball und Giftschock richtig schön reinhauen. Giftschock ist sowieso geil, wenn das Ziel bereits vergiftet ist, was ja das Ziel davon ist. Dann ist der Angriff doppelt so stark. Genau, DVs hat es auch viele. 4 werden es nach vollen DVs, also sprich KP. Angriff, Spezialangriff plus Spezialverteidigung haben alle 31 DVs. Initiativ müsste ziemlich schlecht sein, Verteidigung weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, aber wir sehen sie dann noch. Und natürlich als Megastein der Bisavlonit, alles bereits aus Alpha Saphir. Ja, ich weiß nicht noch viele Worte zu Beginn des Parts. Also ganz kurz zum Abschluss, die EVs. Ja, gut, die sind natürlich sowieso trainiert, also sprich Tommy, Atomic und natürlich auch Chaos, die werde ich später mit euch zusammen noch neu trainieren. Das machen wir dann noch. Und so schon ziemlich bald verdient, schon im 5. Part oder so etwas. Vor allem hier, also ein ganz ehrlicher Angriff braucht der keins und der braucht natürlich keinen Spezialangriff und so, und dann noch alles wegmachen. Initiative wird noch bleiben. Dafür nehmen wir vermutlich irgendwie Verteidigung bei ihm weg und alles auf KP und so und ein bisschen Angriff. Mal gucken. Tommy, bei dem kann natürlich die Verteidigungswerte kommen weg, der Spezialangriff auch, KP auch, nein, sind dann auf Angriff und Initiative. Tja. Mirani hat alles auf KP, Spezialangriff und noch 6 auf Spezialverteidigung. Und wie gesagt, das Eva-Training machen wir später mal noch in aller Ruhe, weil es gibt ja 3 Möglichkeiten, Pokémon so zu trainieren und ja, das muss ich schon später auf Alpha Saphir machen, um noch bestimmte Gimmicks zu brauchen, sprich spezielle Items, die wir jetzt noch nicht haben und es fehlt noch ein bisschen die Zeit, deswegen kommt das alles später noch. So, aber wer ist jetzt die Dame? Einen schönen guten Tag, du musst Michael sein, ich habe ein Geschenk für dich erhalten, hier, bitteschön. Das Aeon-Ticket, wie geht denn das plötzlich? Tja, man kann es mittlerweile, Freunde, also sprich mittlerweile zwischen dem 27. Februar und dem 2. März 2015 kann man sich von der offiziell deutschen Pokémon-Webseite herunterladen. Per Geheimgeschehen, sprich per Seriencode, geht das. Dann muss man an. Es ist ein Aeon-Ticket. Das hat man gerade übergeben, Alter. Was? Unser Vater weiß es? Ja, dazu muss ich sagen, ich habe das Aeon-Ticket noch nie gehabt. Weder bei den Originalspielen noch bei Alpha Saphir. Ich habe es bereits auch schon runtergeladen dort, aber noch nicht eingesetzt. Das heißt, wir können das jetzt alles bereits machen. Ist das nicht geil, Freunde? Ganz kurz noch, ich würde gerne noch den Epital wieder anschalten. Also mit neuen Pokémon und so. Logo, Gardevoir, Chaos und Mirania. Das ist schon mal ein geiles Team. 2 neuen Pokémon, also sprich nächsten zwei Parts. Wir werden unser Team noch schön ergänzen mit weiteren coolen Spitznamen oder halt weniger coolen Spitznamen. Ist natürlich Betrachtungsweise. Aber es wird noch geil. Ja, mal wichtig, dass auf Level 1 gezüchtet wird, weil ich das ja halt alles hier auf Omega Ruby mit euch noch zusammen trainieren möchte. So, jetzt aber rein. Was ist eigentlich hier unten noch los? Wir haben Post. Von wegen dem Aeon-Ticket, wa? Ja, was denn aktualisiert? Nö. Okay. Keine Ahnung. Super! Was sagen los mit dem Aeon-Ticket hier? Mike, wie geht's denn so? Das war mir unendlich stolz, dass du Champ bist. Öffnen. Sehen kannst, Mike. Nanu, was hat denn da? Das ist ein Aeon-Ticket. Es ist gut und gern 11 Jahre her, dass ich das so eines zuletzt gesehen habe. Das Aeon-Ticket gewährt dem Inhaber Zutritt zu der Insel im Süden. Es ist denen vorbehalten, die dank der innigen Bands und Pokémon eine Mega-Entwicklung auslösen können. Huch, der Mega-Angreifer, der an deinem Handgelenk glänzt, ist Beweis dafür, dass du eine Mega-Entwicklung auslösen kannst. Sehr schön, also folge mir, Michael. Okay, Paps. Entfernen aus der Große City. Nur das Ticket. Ja, Mann. Ah, so, ich dachte gerade erst, jetzt wird er verwandelt. Du willst, dass diese winzigen Inseln aus den Süden gebracht werden, ja? Niemand weiß, wie das genau vor sich geht, aber genau der Stoff, der einen echten See war, wie mich auf Trab hält. Dann komm bitte an Bord. Ich werde jetzt lange auf dich warten. Pass gut auf dich auf, Michael. Ich wünsche viel Erfolg. Danke, Paps. Ja, was müssen denn eigentlich zu Troy, aber
Das ist gerade so spannend und so. Und dann erstmal gucken, was hier eigentlich los ist. Wir waren ja schon mal hier mit Joy übrigens. War eine bisschen andere Situation. So, ne, jetzt ist einfach hier. Latias sein von Warte auf uns oder wie? Habe ich übrigens, ja. Habe ich noch ein paar Bälle? Ich wäre fast dazu geneigt, ihn in den Meisterball einzusetzen. Aber erstmal gucken. Ich kann sagen, der mal vergiften war. Danach geht mir Wayne direkt drauf, oder wie? Wäre vielleicht ein bisschen doof. Aber erstmal gucken. Ein Latias. Will es überhaupt fighten oder will es nicht fighten? Nein, ist mir gerade ein bisschen. Ah, Entschuldigung. Ein bisschen gefährlich, weil vergiften. Vor allem Toxin natürlich immer stärker werdendes Gift. Verwirren vielleicht. Ja, könnte gehen. So. Das alles. Das Eon-Ticket ist nur dazu da, um hier hinzukommen und dann gegen Latias zu fighten. Level 30, okay, ist nicht so hoch, Glück gehabt. Ja, für fast alles ein Total-Kill. Bunkerwald sowieso ist ein Psycho-Drache, also hallo. Machen wir das hier. Dann ist es mal ein bisschen verwirrt. Die Frage, klar ist Psychodrache, aber kill ich nicht direkt damit? Das ist immerhin 30 Level tiefer. Na, was aus mal. Wünsch mir Glück! Ah, das war fast ein bisschen knapp. Ja, bis jetzt läuft es wie am Schnürchen. War nicht so geplant, muss ich ehrlich zugeben. Und ich fürchte, es wird eher drauf gehen, als fangen zu lassen. Ja. Es ist nicht mehr verwirrt, finde ich nicht cool. Ganz und gar nicht. Ja, ihr... Ja, Drachenattacke bei einem Feen-Typ bringt nicht sehr viel. Werde verwirrt. Konfuschler ist schon gemein. Na, vielleicht kann man schon noch 1-2 Minuten abziehen, das wäre noch geil. So, ja, jetzt noch einmal wäre es perfekt. Hyperball! Fliegen und Sieg! Ohne Nummer 1! Und die 2 eben nicht. Die Heilwoge bringt nix, weil es mich noch nicht geschwächt hat. Mann, ey, das geht mir auf den Sack. Schenkt er mit Feuer oder bringt doch nix. Ja, der Meisterball. Man braucht eigentlich den Meisterball hier kaum. Also höchst eventuell bei einem Pokémon, es ist auf Level 80 zum Fangen. Und nein, es ist nicht Mewtwo. Da könnte es sich noch lohnen, im Eisball einzusetzen, wenn es halt schneller geht. Aber ansonsten sind eigentlich alle anderen Pokémon relativ schwach, lassen sich sowieso relativ leicht fangen. Also, das obwohl es so viele legendäre Pokémon hier gibt. Du kannst eigentlich alle legendären Trios bis auf das aus Johto fangen. Das Kanto natürlich. Johto geht ja. Und die Kanto-Legis, die kann man sich ja bei XY fangen und sonst so rüber tauschen. Oh Mann, oh Mann. Apropos Legis tauschen. Ja. Ich will ja den Pokédex, sprich den Höhendex, komplettieren. Natürlich, okay, gewisse Pokémon kann er züchten und so. Weil direkt rüber tauschen geht natürlich auch. Aber es gibt ein Pokémon, das uns zwar ein großes Problem stellt. Und zwar Irachi. Wieso? Weil es das Viech kaum irgendwo zu fangen gibt. Ich habe zwar ein Exemplar, das ist aber noch irgendwie bei der 3. Generation liegt es noch herum und bis ich es rüber getauscht habe.
das kann dauern. Also ich habe einen Plan, das funktionieren könnte. Falls ja, dann ist gut. Falls nicht, muss ich eventuell ein bisschen auf ältere Generationen cheaten. Ich habe noch irgendwelche Emulatoren, mit denen ich da bei 3. 4. Generation noch cheaten kann. Oder könnte zumindest. Also trotzdem das Ganze hochtauschen. Ja, mal gucken, es gibt sicher irgendwie andere Methoden. Um die Rache zu fangen. So, jetzt reißt sie aber langsam. Was soll denn der Quatsch? Nebelball. Das weitergeht, bringe ich jetzt wieder Bisasam mit Toxin. Weil Level 1 ist direkt down. Man nochmal eine Verwirrung, wa? Ah, der Konfusstrahl ist nie schlecht. Der bringt's doch immer. Du. Heilwuge. Dann heil mich mal. Danke, Mann. Du. So, komm schon zweimal rein. Einmal. Oh, das gibt's doch einfach nicht, hey. Der Psi-Bann, du stehst unter meinem Bann. Nee, stehe ich natürlich nicht. Aber du stehst auf meiner Fangliste. Jetzt komm doch endlich mal. Oh, Menno. Aber irgendwie im zweiten Part vom Date Let's Play ein bisschen anders vorgestellt. Denn wenn es weitergeht, sind wir bald hier wieder fertig. Kann man schon einmal, zweimal, dreimal. Ja, 4. Mal. Nein! Oh, das ist ja einfach... Ja. Schön, Mirania freut's. Du brauchst keinen Heulermann. Nein, keinen Heulermann. Es wollte sich einfach nicht fangen lassen. Ihr habt's alle gesehen, es wollte sich nicht fangen lassen. Egelsamen, na geht doch. Egelsamen, den haben wir gesucht. So. Als man alle Attacken missbraucht. Kann natürlich statt Energieball auch Gigasauger nehmen, aber ich finde das irgendwie Energieball schöner. Rankenhieb ist physisch, Mann, deswegen, du Hofmann. Ja, ist gut. So, und jetzt? Bitte? Ich kann es nochmal fangen, oder wie? Okay, das ist noch praktisch. Man kann das wie immer wieder fangen, ist kein Problem, das stürzt nicht im geringsten. Du kannst immer wieder schwächen, ist ihm scheißegal. Ja, also die Idee muss auch erstmal kommen, ganz ehrlich. Noch interessant, das heißt, theoretisch können wir natürlich Lades noch in Ruhe lassen, es später mal wieder fangen, also versuchen, wenn halt Iranian und so und der Rest vom Team auch ein bisschen stärker ist. Also, ja, von den neuen Pokémon, weil die alten müssen gar nicht stärker werden. Aber es ist halt trotzdem noch wichtig, damit wir da halt eine bessere Chance haben, Latias Kappe auf ungefähr 1 zu bringen und damit den Rest vielleicht ein bisschen paralysieren und so. Ich überlege gerade, aber ein Pokémon mit Paralyse? Nö, habe ich nicht. Also noch nicht, wie gesagt, ist noch eine Idee gewesen, der neue Stolos da mit Donnerwelle, aber bis dahin. Das Vieh geht mir auf den Sack, Mann. Jetzt reicht's. Aber gespeichert ist kein Problem. Dann komm mal her, Bisasam. Bisasam. Machst du echt mal Toxin. Oh Mann, das ist so scheiße. Du sagst es, ey. Was soll denn sonst tun? Alles andere ist zu stark. Oh, es muss auf Level 30 sein. Come on.
Das ist doch einfach fies, Mann. So. Full Jesus, ja. Da will ich jetzt auch mal sagen, ja doch. Wir versuchen es zu fangen. Klar können wir Meisterball einsetzen, aber will ich nicht. Beim Level 30 Pokémon, man, hallo. Ja, beinahe, beinahe. Hat keine Wirkung, das ist doch zum Kotzen. Wie kann nur so ein Pech haben? Bleib drin mal drin. Ja, kill doch wieder selber. Ey, ich habe schon viele legendäre Pokémon gefangen, vor allem jetzt hier auf Alpha Saphir, aber selten war eins so störrisch wie das hier. So, wisst ihr was? Ich versuche es noch einmal, also sprich jetzt, das ist die letzte Runde. Wenn es der K.O. geht, ist mir scheißegal, dann starten wir das Spiel neu und ja, versuchen es ein anderes Mal. Dann können wir wieder hier hinkommen, vielleicht sogar irgendwie hinfliegen mit Überflieger, vielleicht geht das ja auch und ja. Es wird schon irgendwie klappen, komm schon, einmal darf ich noch treffen lassen, das geht. Ich sag treffen lassen! Was macht denn der überhaupt? Zuerst schadet uns mit Nebelball, weil sowieso irgendwie nur 10 KP abziehen, halbt uns wieder mit Heilwoge. Aber sonst irgendwie, gut, Feuerodem, ja, toll. Mann, ey! Schwerte doch noch einmal, come on, das kann doch jetzt nicht so schwierig sein. So, perfekt, noch etwa 1-2 KP. Na, Freunde, heiteres Fangen. Einmal. Ich sehe es kaum, wir brauchen noch alle meine Bälle. Jetzt bleib endlich mal drin, du verkacktes. Gut, ich meine, fangen müssen wir es nicht. Ich habe ja auf Alpha Saphir, aber ich habe noch einen Meisterball noch zur Not einsetzen kann. Ich habe so kaum noch legendäre Pokémon dort zu fangen. Da klappt dann schon und ja, weiß auch nicht. Mir gehen langsam die Argumente aus, ganz ehrlich. Tauschst du auch nicht mehr, weil ich habe dort jetzt auch das Aeon-Ticket, sprich ich kann mir dort die Latios jetzt fangen und habe ich auch alle bereits auf dem Höhendex. Beim Aeon-Pokémon. Na, endlich! Alter, selten so ein stures Level 30 Pokémon lebt. Also, ich meine ja die Golems, genau, das legendäre Golem-Trio hier in Höhen, das ist ja auch auf Level 30. Aber ja auch als späten noch, die zu fangen, weil das ist ein bisschen kniffliger, das vor allem zu aktivieren. Und ganz ehrlich, wie lange haben wir doch gebraucht? Vielleicht 4, 5 Hyperbälle gebraucht, nach waren sie im Netz. Na, Nusel geht zum Boden. Seelentau! Ach ja. Latios mit Seelentau ist sowieso Uber, also spricht viel zu stark. Aber ist natürlich... Na, es ist mal eine Episode mit 2 neuen Pokémon. Hey, Latias im Team, cool. Also, mir jetzt gerade die Frage ist, wenn ich die Äonflöte spiele. Wer das kommt dann? Kommt denn Latias oder Latios? Ja. Wir haben alles. Ich bin geschafft. Definitiv. Für immer und ewig. Nee, das nicht. Willkommen zurück, es ist mein Sohn. Wir begegnen dem Eo-Pokémon. Ja, also bereits beide. Cool, war. Zurück zur Arena. Wieso? Willst du gegen mich fighten? Das wäre jetzt noch cool. Kommt ein Wunder gleich. Nicht wirklich, eher Druckaufnahme von Nintendo. Das ist Begegnung nicht vergebens gewesen sein und gib auch weiterhin gemeinsam mit deinem Pokémon dein Bestes, hörst du? Das alles? Kein Rematch oder so etwas? Fies. Okay, Freunde, danke fürs Zusehen. Ich weiß, war nicht so wegen der Story und so, wollte eigentlich mit Joy noch quatschen, hat es leider länger gedauert. In den nächsten Part dann gucken wir uns das nächste neue Pokémon in unserem Team an. Es kann ich jetzt schon mal sagen, ist ein Pokémon, das viele unserer Gegner nerven wird. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Und ja,
finde noch heraus, was eigentlich da mit Latios und Latios los ist, sprich, wenn ich beide in der Box habe. Ob die sich nicht immer abwechseln oder trotzdem wieder Latios kommt. Naja, natürlich geht es mit der Delta-Episode weiter. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss!